Aufgehört regnen hat's. Die Heizung läuft. Wir haben schon 13 Grad. Mal schauen, wie es aussen aussieht. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Hat sogar einen blauen Himmel. Mindestens einen Fleck. Wir fahren jetzt auf Saint-Ursanne, das wollen wir anschauen. Und wenn das Wetter das zulässt, dann noch an einen Lieblingsplatz von uns. Aber was das genau ist und wo, da kommen wir später drauf. Grüezi. Guten Morgen. So, bist du auch ready? Ja. Schnell noch den Rest verräumen und dann können wir abfahren. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wir mussten jetzt recht zackig zurücklaufen, weil Regenschirm und so haben wir nicht mitgenommen, aber egal. Für die das Ganze mal noch in schöner sehen wollen, ich war ja schon mal da gewesen, bei der Episode Solo im WOMO. Das tue ich euch hier oben verlinken. Und ja, dort gibt es noch ein paar andere Einstellungen, vielleicht, die ein bisschen hübscher sind. Ja, für uns geht es jetzt weiter Richtung Saint-Légier und dann schauen wir, wohin das es uns heute verschlägt, um den Regen auszuhalten. Morgen soll es dann wieder trocken sein. Damit ihr jetzt nicht mit uns durch den Regen fahren müsst, machen wir jetzt den Genie-Trick. So, Genie hat uns auf Saint-Légier gebracht. Sie haben für Wohnmobilisten jetzt sogar extra Plätze ausgewiesen. Muss man jetzt allerdings auch zahlen. 10 Franken pro Nacht und 2 Franken Kurtaxe pro Person. Da wir sie jetzt für das Centre de Tourisme zu hat und das verpasst haben, zahlen wir das natürlich morgen. Und ja, was machen wir, wenn es Regenwetter ist und wir müssen drinnen sitzen? Für die uns schon lange schauen, die wissen, was jetzt kommt. Jetzt gibt es ein Raclette! Aber vorher probieren wir jetzt hier noch unsere feinen Basler Leckerli aus Basel. Ja. Yeah. Und einen Kaffee natürlich. Und sind sie lecker? Sehr. Wollt ihr auch probieren? Nein, das ist für mich. Sehr lecker. Ich mache heute einen Probenlauf. Und zwar möchte ich die Bambusschnitte von Dr. Vogel machen. Haben wir auch schon im Wohnmobil gegessen. Wir finden die mega fein.
Und ich habe jetzt Lust, um das Rezept im Wohnmobil mit dem Omnia-Backofen auszuprobieren. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil es ist auch gleich ein bisschen anders als die Hause in der Küche. Also, legen wir los. Was brauchen wir dazu? Genau, wir brauchen Mehl, Rotzucker, Kakaopulver, Milch, Bambukaffee, Eier, Backpulver und geschmolzene Butter. Ich hatte jetzt 1 Stunde und 10 Minuten drin. Jetzt mal reinschauen, ob es etwas geworden ist. Ja, ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Der Test kommt ja dann erst, wenn wir es probieren und essen. Also, ob man es kann essen, ist dann die Frage. Wir werden wieder berichten. Bei strömendem Regenwetter jetzt die Stunde der Wahrheit. Ja, den Kuchen habe ich gestürzt. Sieht jetzt so aus. Ein Womo-Kuchen haben wir jetzt da. Wunderschön. Ein Bamburing. Das sieht aber nicht schlecht aus. Also, ich mache mal ein kleines Stückchen. He? Also ausgesehen tut er gut. Mega fein. Schon? Ja, Hat es funktioniert? mega. Die Kruste ist ein bisschen kross und innen ist er schön feucht. Perfekt. Nicht, dass ich jetzt noch Hunger hätte nach dem Raclette, aber das muss man jetzt probieren. Mega. Das ist gefährlich. Bei dem Wetter da werden wir noch kugelrund. Wenn es so weitergeht, sind wir nachher schwerer, wenn wir heimkommen. Super. Es hat die ganze Nacht geregnet und gestürmt und gemacht. Wir hatten sogar Hagel gehabt. Und, aber die Nacht an und für sich war es sonst ruhig gewesen. Wir sind jetzt noch schnell im Touristeninfo den Platz zahlen. Und eigentlich wollte ich euch ja an einen von unseren Lieblingsplätzen noch mitnehmen, und zwar an Étang de la Gruyère. Der ist auch nicht weit von da. Das Wetter ist einfach wirklich 5 Minuten einigermaßen trocken, dann wieder 10 Minuten Schiff und eiskalt. Der Wind ist wirklich eiskalt. Ja, ist jetzt halt nicht so wahnsinnig schön dann, aber wir gehen jetzt gleich noch schnell, einfach, dass ihr das mal gesehen habt. Weil das ist so ein schöner Platz, muss man einfach gesehen haben. Ja, leider fängt es jetzt wieder an zu regnen. Wir haben die Tour jetzt abgebrochen, wir gehen nicht ganz rundherum. Wir gehen zurück zum WOMA. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann
schaut doch beim nächsten Film rein, wenn es wieder heisst «Svefa on Tour». Tschüss zusammen! Wow! Scheiße! Du, blasst es uns heute Nacht noch fort, oder wie sieht das aus? Du hast nur einen 80. Oh. Scheiße. Willst du noch ein Stück? Lass mich schnell überlegen. Jawohl.